Ein Prinz, der verhaftet wird. Ein Ex-Präsident, der sich erklärt. Ich habe nichts gesehen und nichts falsch gemacht. Amtsträger, die abtreten. Er war ein genialer Netzwerker. Ich wünschte, ich wäre ihm nie begegnet. Die Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sind veröffentlicht und schlagen weltweit Wellen. Sie geben Einblick in Epsteins Welt. Eine Welt geprägt von Macht und Missbrauch. Doch über den Mann dahinter bleibt vieles unklar. Wer war Jeffrey Epstein? Und wie funktionierte sein System? Epstein wächst in einfachen Verhältnissen in Brooklyn auf. Er arbeitet als Mathematiklehrer, wechselt dann an die Wall Street und wird Vermögensverwalter der Reichsten. In den 90er Jahren lernt er sie kennen, Ghislaine Maxwell, anfängliche Geliebte und spätere Komplizin. Sie erzählte mir, ich habe diesen Typen getroffen. Er ist an der Wall Street im Finanzgeschäft und ich arbeite eng mit ihm zusammen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Sie kannte Ghislaine Maxwell persönlich. Die britische Journalistin Anne McElvoy hat mit Maxwell studiert und sich jahrelang mit dem Fall Epstein beschäftigt. Dennoch, Epsteins Aufstieg bleibt für sie ein Rätsel. Es ist immer noch mysteriös, woher Epsteins Vermögen kommt. Man sagt ja, man muss verstehen, woher die erste Million kommt und nicht die nächsten 10. Epstein hatte schnell mehrere Millionen. Die kann man an der Wall Street verdienen, aber er hatte dort nie einen klaren Großerfolg. Er erhielt sicher Geld aus gewissen Netzwerken, aber das ist alles undurchsichtig. Schließlich wird er sehr, sehr reich, auch für New Yorker Verhältnisse. Epstein kauft mehrere Luxusimmobilien, darunter ein Stadthaus in Manhattan. Eine Wohnung in Paris. Eine Villa in Palm Beach in der Nachbarschaft von Donald Trumps Mar-a-Lago. Eine Ranch in New Mexico. Und eine Karibikinsel, Little St. James, mit mehreren Villen und Gästehäusern. Epstein reist im Privatjet und umgibt sich gern mit Prominenten wie Michael Jackson, Bill Clinton, dem britischen Prinzen Andrew Mountbatten Windsor oder Donald Trump. Diese Aufnahmen zeigen Epstein und Trump 1992 auf Mar-a-Lago. Später sagt Trump über Epstein: Man hat immer Spaß in seiner Gesellschaft und er mag schöne Frauen genauso wie ich. Viele davon sind noch jung. Zweifellos genießt er das soziale Leben. Epstein gilt als Lebemann und begnadeter Netzwerker. Ihn interessierten vor allem zwei Dinge: Einfluss zu haben bei den Mächtigen, an den Finanzmärkten, in Politik und Gesellschaft. Und dann gab es die dunkle, die wirklich dunkle Seite. Sie bestand darin, das zu verbinden und als Deckmantel zu nutzen für den groß angelegten sexuellen Missbrauch junger Frauen und Mädchen. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. Epstein soll über 100 Frauen und minderjährige Mädchen missbraucht haben, darunter diese Frauen, die ihre Geschichten öffentlich machten. Erste Anzeigen gab es bereits in den 90er Jahren. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein.
Epstein hatte eine Vorliebe für Massagen. Dieses Video taucht in den vom Justizministerium veröffentlichten Akten auf. Es ist unklar, wen es zeigt und was der Kontext ist. Als erwiesen gilt, Epstein überredete Mädchen zu Massagen, die zu sexuellen Übergriffen wurden. Und er bezahlte sie, wenn sie ihm weitere Mädchen vermittelten. Manche Mädchen mussten auch mit anderen Männern schlafen. Virginia Giuffre hat über diesen Missbrauch ein Buch geschrieben. In einem Interview schildert sie, was sie erlebt hat. Wir massierten seinen Rücken, massierten seine Füße, den Po, die Schultern, den Kopf. Und als er sich umdrehte, musste ich mich ausziehen und Sex mit ihm haben. Und Ghislaine Maxwell machte auch mit. Später habe sie auch mit Epsteins Freund, dem britischen Prinzen Andrew, schlafen müssen. Wir stiegen ins Auto. Andrew war nicht in unserem Auto, sondern im Auto hinter uns mit seinen Bodyguards. Da sagte mir Ghislaine, dass ich nun für Andrew das tun muss, was ich für Jeffrey tue. Prinz Andrew bestreitet diese Vorwürfe. Er und Virginia Giuffre einigen sich auf einen Vergleich. Giuffre nimmt sich später das Leben. (2008) wird Jeffrey Epstein verurteilt, wegen Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution. Diese Bilder hat die Polizei bei der Durchsuchung seiner Villa in Palm Beach aufgenommen. Herr Epstein, seit wann fühlen Sie sich von minderjährigen Mädchen angezogen? Einspruch, das ist eine Unterstellung. Machen Sie Witze? Wieso? Es scheint mir nicht, als würde ich hier irgendwelche Geheimnisse preisgeben. Ich würde die Frage gern beantworten, aber ich folge, wie bei den anderen Fragen, dem Rat meines Anwalts und mache mein Recht geltend, die Fragen nicht zu beantworten. Epstein kann mit dem Staatsanwalt einen Deal machen. Er muss nur 13 Monate ins Gefängnis und darf tagsüber gar zur Arbeit gehen. Epstein macht weiter. Ehrlich gesagt kenne ich ziemlich viele Leute aus dieser Zeit, die sich nicht von ihm distanziert hatten. Und längst nicht alle sehen darin ein Problem. Ich hatte zum Beispiel eine Diskussion mit Bekannten aus diesen Kreisen, die sagen, es war ja keine so große Sache. Gewisse Männer stehen halt auf jüngere Frauen. Und diese Mädchen, die suchen die Nähe zu den Reichen und lassen sich vielleicht ein paar Jahre darauf ein. Und ich sagte, nein, das ist Prostitution. 2018 kommen neue Vorwürfe ans Licht. Wieder kommt es zur Anklage. Heute verkünden wir die Anklage gegen Jeffrey Epstein. Ihm wird vorgeworfen, junge Mädchen missbraucht zu haben, indem er sie mit Geld zu sexuellen Handlungen bewogen hat. Epstein wurde festgenommen am Flughafen Teterboro, wo er mit seinem Privatjet aus Paris gelandet ist. Zum Prozess kommt es allerdings nie. Epstein wird 2019 tot in seiner Zelle gefunden. Der Befund: Tod durch Erhängen. Die Behörden gehen von Suizid aus. Da die Kameras in der Zelle ausfielen, bleibt aber Raum für Fragen und für Verschwörungstheorien. Verurteilt wird nur Ghislaine Maxwell. Sie erhält 20 Jahre, unter anderem wegen Sexhandels mit Minderjährigen. Maxwell, hier Aufnahmen aus ihrer Zelle, wäre die Kronzeugin im Fall Epstein. Sie dürfte Dinge wissen, die andere hinter Gitter bringen könnten. Doch Maxwell schweigt. Bis heute.
Miss Maxwell, waren Sie eine enge Freundin und Vertraute von Jeffrey Epstein? Ich würde diese Frage gern beantworten, aber mir wird geraten, diese und alle ähnlichen Fragen nicht zu beantworten. Ghislaine fühlt sich ungerecht behandelt. Sie fragt sich, wieso sie die einzige Verurteilte ist. Wo sind all die Männer, die diese Frauen missbraucht haben? Ich will sie nicht in Schutz nehmen, sie hat ihre Strafe verdient. Aber sie hat einen Punkt, wenn sie sagt, wenn ich rede, belaste ich mich. Und solange ich keinen Deal habe mit der Staatsanwaltschaft, werde ich sehr lange im Gefängnis sein. Warum also sollte ich reden? On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. Fast einstimmig verabschiedet der Kongress im November ein Gesetz, das das Justizministerium zur Veröffentlichung sämtlicher Akten des Falls Epstein zwingt. Über 3 Millionen Dokumente sind nun online einsehbar. Die Öffentlichkeit erhofft sich neue Erkenntnisse und erhält Einblick in Epsteins Welt. Eine Welt voller Luxus. Voller Prunk. Die stark geschwärzten Bilder deuten aber auch den problematischen Umgang mit Frauen an, der zu dieser Welt gehörte. Doch nicht alle Akten wurden veröffentlicht und viele sind geschwärzt. Er nennt das eine Vertuschungsaktion. Wir treffen Andrew Weissman. Er war jahrelang Staatsanwalt im US-Justizministerium und FBI-Berater. Er sagt, es sehe so aus, als schütze das Justizministerium den Präsidenten. Zum einen gibt es noch viele Dokumente, die nicht veröffentlicht wurden. Und das Justizministerium will sie auch nicht veröffentlichen, obwohl ein Gesetz dazu verpflichtet. Zum anderen wissen wir aus verlässlichen Berichten, dass das FBI angewiesen wurde, alles anzuschauen, was Präsident Trump betrifft. Also können wir sicher sein, dass sie genau wissen, wo die kritischen Stellen sind. Donald Trump pflegte in den 90er Jahren den Umgang mit Epstein. Seine politischen Gegner hoffen, dass er über die Epstein-Affäre stolpert. Tatsächlich zeigt ein neues FBI-Dokument, eine Frau hat 2019 ausgesagt, Trump habe sich in den 80er Jahren an ihr vergangen, als sie noch minderjährig war. Das Dokument wurde letzte Woche auf Druck der Demokraten veröffentlicht. Bestätigt wurden diese Anschuldigungen bisher nicht. Sie lassen aber erahnen, weshalb Trump die Epstein-Files in den letzten Monaten herunterspielte. Es ist ein Schwindel der Demokraten. Sie wollen, dass die Leute über etwas völlig Irrelevantes reden, verglichen mit dem, was das Land mit mir als Präsident erreicht hat. Ich habe die Files nicht gesehen, aber wichtige Leute sagen, dass ich total entlastet werde. Also das Gegenteil von dem, was die radikale Linke sagt. Ich weiß nicht, weshalb sich irgendjemand für den Epstein-Fall interessiert. Das Ganze ist total langweilig. And I don't understand why it keeps going. Wer in den Epstein-Files erwähnt wird, war nicht zwingend Mitwisser oder gar Täter. Strafrechtliche Folgen hat die Veröffentlichung bis jetzt kaum. Das könnte auch an den Ermittlungen liegen. Zum Beispiel habe es die Polizei versäumt, wichtige Zeugen zu befragen, sagt der Rechtsprofessor. Der prominenteste unter ihnen Donald Trump. Donald Trump verband eine Freundschaft mit Epstein. Wir wissen, dass er sagte, Epstein möge vor allem junge Frauen.
In den Files sehen wir auch, dass Trump bei der ersten Verhaftung Epsteins gegenüber der Polizei sagte, dass alle wüssten, was Epstein mache. Wieso also hat man ihn nicht als Zeugen befragt? Die Epstein-Files haben aber Folgen. Weltweit sind mindestens 17 Männer zurückgetreten, weil sie in irgendeiner Form mit Epstein zu tun hatten, nachdem er bereits verurteilt war. Darunter Peter Mandelson, britischer Botschafter in den USA, Larry Summers, Harvard-Professor und US-Finanzminister unter Bill Clinton, oder Børge Brende, CEO beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Auch Bill Clinton stellt sich den Fragen des Kongresses, nachdem diese Bilder publik wurden. Sie stammen allerdings aus der Zeit vor Epsteins Verurteilung. Das habe ich der Kommission gesagt. Ich wusste nichts von Epsteins Verbrechen. Ich weiß, was ich gesehen habe und was nicht. Was ich getan habe und was nicht. Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts Falsches getan. Von Prinz Andrew taucht dieses Bild auf. In welchem Kontext es aufgenommen wurde, ist unklar. Bereits zuvor hat ihm das Königshaus den Prinzentitel entzogen. Nun wird er gar kurzzeitig festgenommen. Der Verdacht? Er habe vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben. Jeffrey Epstein, Multimillionär, Machtmensch und Zentrum eines riesigen Netzwerks. Er pflegte Kontakte rund um den Globus. Auf seiner Insel empfing er regelmäßig Gäste aus der ganzen Welt oder flog mit ihnen im Privatjet. Weshalb suchten so viele die Nähe dieses Mannes? Man konnte ihm immer schreiben, ich will Mitglied eines Verwaltungsrats werden, wie schaffe ich das? Wenn man solchen Rat brauchte, war er da. Wenn man etwas Manipulatives brauchte, war er auch da. Wenn man etwas mit Sex wollte, war er auch da. Er war da und hat den Leuten alle Wünsche erfüllt. Wir sollten uns nicht wundern, weshalb dieses System funktioniert hat. Nur, dass es so lange funktioniert hat und so viele Leute weggeschaut haben. Sie wollen, dass man hinschaut. Für die Opfer sind die Epstein-Files ein Schritt auf der Suche nach Gerechtigkeit. Mehr Rundschau-Geschichten auf Play SRF streamen.